ein Naturschauspiel. Hinter der Wiener Bergcity, wo die Golfplätze sind, hab ich einen Wildhamster beobachtet. Urlieb ist einmal dumm gerannt über den Golfrasen, minutenlang. Plötzlich, siehe, hat der Hamster einen Golfball in der Pappen und schwuppdiwupp, ich glaub, der Spinn, hat er den Ball in seine Backentaschen gestopft, ist der Fuchs raus und reingezicht in ein Gebüsch. Na, ich starr neugierig auf das Gebüsch, urlang, aber der Hamster kommt und kommt nicht Vierer. Mir wird Fahrt und ich wollt schon gehen. Auf einmal schießt der Vierer, rennt schnurgerad auf einen Golfspieler zu, bremst sie vor ihm voll ein. Der hat sich erschreckt, dass ihm der Schläger aus der Bratzen gefallen ist und springt den Golfspieler total an. Der schreit, Hilfe! Spät! Blitzschnell hat ihm der Wildhamster einen Gurgel gebissen, aber so beißmütig. Dagegen ist der Dracula am Mümmelkreis. Das Blut ist aus dem Hals gespritzt wie ein Rasensprenger. Der Golfsportler ist kerzengrad umkippt und mucksmäuschenstill liegen bleiben. Ich hab nicht gewusst, was ich machen soll. Einen Ersten-Hilfe-Kurs hab ich nicht besucht. Ein Handy hab ich keins, um die Rettung zu verständigen. Da hab ich mir gedacht, ich schleich mich. Weil Augenzeuge sei bei der Polizei ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Na, ich mach den ersten Gehschritt und schau zufällig auf meinen Schuh. Ich glaub, mir trifft der Schlag. Huckt der Wildhamster von mir. Ich bin sofort erstarrt. Ja, ich geb's ehrlich zu. Ich hab mich beinahe angeschissen vor Todesangst. Aber der Hamster hat mich so lieb angeschaut, dass nicht so ein Schockstuhlgang gekommen ist. Der lange Rede, kurzer Sinn, ich hab den putzigen Golfspielermörder gestreichelt. Ja, und nach einer Weile hat er sich umgedreht und ist gemütlich wie ein Schildkröte in Richtung Heimgebüsch gewandert. Ich hätte mir gern heimgenommen, aber ich wär schon einen, kein Wildhamster, nur einen kleinen Goldhamster. Aber der versteckt sich tagsüber immer im Heu und in der Nacht hör ihm nur im Laufrauch rennen. Mit der Zeit ein fades Hörspiel. Und deswegen bin ich froh, dass ich endlich einmal ein Hamster-Schauspiel gesehen hab und sogar den Hauptdarsteller berühren hab dürfen. Das ist tausendmal schöner, als wenn man einen Hollywood-Star am Bugel hat. Oder nicht?